Es geht weiter, immer heiter. Hier bei Pikmin 4, glaube ich, bei Tag 5 oder so. Und wir haben einen straffen Zeitplan tatsächlich. Da würde ich mal sagen, los geht's. Wir können 40 Pikmin mitnehmen. Ich glaube, ich nehme mal 15 rote, 15 gelbe und den Rest, ja, die Eisdinger. So. Ich will zur... Warte mal, wir haben dann die gelbe Markierung, aber eher zur blauen, wa? Ja, zur blauen. Mal ganz kurz gucken, kann Ochin schon schwimmen? Nein! Er kann es noch nicht! Oh nein, der Ochin kann noch nicht schwimmen! Ja, schwimmen können, er kann's. Wir können nicht schwimmen. Schnell, dieser Trick der Pikmin. Entschuldigung, also in Trailern konnte Ochin schwimmen. Aber gut, der war auch ein bisschen größer. So, hier zurück und jetzt kann ich hier hoch. Bingo. Sehr gut. Ja, schon mal zurückbringen. Hier habe ich dann halt noch ein Ding. So, ich will nur ganz kurz, dass sie den Schatz bis nach unten tragen. Ah, okay. Dann tut mir das schwierig so, wa? Höhle der Hektik. Irgendjemand oder irgendwas hat in dieser Höhle eine Wand gebaut. Anders als mir und den Pikmin gelang es Moos, nicht die Wand hinaufzuklettern. Verläufig trennen sich unsere Wege. Ich hoffe, dass wir eine Möglichkeit finden, uns wieder zu treffen. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Also gerade nicht nur jetzt, sondern auch das letzte Mal. Rennt euch nach dem Folge 1, so wie er das Tutorial hatte mit Olimar. Da hat er eben so einen grünen Rettungshund, Schrägstrich Ochin dabei. Und das schon beim letzten Mal. Hey, ist das derselbe? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ja. Warte mal. Das heißt, dieser Rot, also diese andere, sag jetzt mal, keine Ahnung. Wie heißt diese Rasse überhaupt? Olimar und wie auch dazugehören. Ist egal. Dieser andere Typi, der offensichtlich Moss dabei hat oder jemand, der aussieht wie Moss. Ist das vielleicht Olimar, der irgendwie mutiert ist oder so? Ich hoffe mal nicht. Empfehlung. Was? Keine gelben? Ganz ehrlich, traut dieser Empfehlung des Spiels nicht. Ich nehme gelb auch mit. Olimars Rettungsgrund hat also Moos. Interessant. Ich hoffe, dass er zuverlässiger ist als Louis. Ja, Louis ist halt so... Ich weiß auch nicht. Früher hat es so von wegen, ja, Olimar und Olimar und Louis, das ist ein bisschen so wie Mario und Luigi. Leider gar nicht. Was sind das für Dinger hier? Da sind die Pikmin. Das Eispikmin oder blau? Ich sehe es gerade nicht. Oh, es sind blaue. Da hinten sehe ich's. So, nun kann man ein bisschen Zeit lassen. Deswegen auch die blaue Zwiebel, die wir letzte Folge noch gesehen hatten. Okay, aber auch 14 Dinger.
So, und währenddessen holen wir uns doch mal die blauen Pikmin ab. Ah ne, sind auch Eisdinger. Entschuldigung, mein Fehler. Ich können waren die Eispikmin. Auch hierfür nur 10. Okay, gut. Dankeschön. So klappt das also. Die bleiben zusammen, die können aber auch nicht untergehen. Oder wieder raus oder was? Okay, das ist schon, vielleicht fällt irgendwie alles zusammen oder so. Was? Alter! Wieso kann das Ding also sobald die rausziehen, dann schmilzt das Eis. Das schmilzt es auch vorher. Ne, jetzt hält es, wa? Alter, muss doch jemand sagen, dass ich die Eisbären nicht rausnehmen darf. Meine Fresse, ey. Warum nicht das Schrocken? Schmelzen vor allem, es bricht einfach rein. Also kein Schmelzvorgang. Das ist da oben doch Eispicken, war keine blauen. Okay. So, und jetzt hier. Und damit Ochin hoch oder was? Da kann Ochin wohl nicht raufklettern, wa? Du bist auf dich eingestellt. Ja gut, die Pikmin sind auch dabei, gut. Das ist die Hauptsache. Komplett weg. Komplett ausgelöscht. Freundchen, was machst du da? Ich habe eigentlich nichts dagegen, was du da treibst, aber doch nicht so. Also, jetzt haben wir 45. Okay, sind ein paar Pikmin am Kämpfen. Ich komme gleich zur Hilfe, keine Sorge. Ochin? Kumpel, hier bin ich. Braver Ochin. So. Hier kommt Ochin wohl nicht weiter. Er muss auch nicht. Ich muss nur die Dinger hier suchen. Holen. So, und dann geht's bereits weiter. Sonst alles sieht so aus, wa? ...55 Pikmins! Ja, Mann, krass geil! Jetzt haben wir natürlich auch genau Eispikmin, und wenn wir nachher zurückkehren, um die restlichen Eisflächen auf der Oberwelt noch einzufrieren.
Stinktier? Krass. Folgen dir. Ja, die sollen alle mir folgen. Die Eispigmen sind neu im blauen Pikmin, wa? Wirkt zumindest gerade so ein bisschen so. Ja, ich meine, wenn du Eispigmen hast, musst du nur die blauen. Die blauen waren vor allem wegen Wasser cool, aber ansonsten. Ansonsten irgendwelche Effekte, glaube ich, nicht mehr. Wieso? Ja, ich merke schon. Was? Was jetzt? Ja, dann ihn durchbeißen. Achso, er wollte sich durchbeißen. Ja gut, das war nicht meine Intention, Ochin. Ja, yeah, Mann, voll die krass geilen Pikmin. Noch nicht für alle. Ein bisschen Nektar fehlt mir noch. So, erstmal gucken. Wir haben da nochmal so ein Viech. Mhm. Da nochmal einen Schatz. Den holen wir uns später. Hier geht's wieder zurück. Alles klar, Mann. Ich würde sagen, die Eispikmin, um ihn einzufrieren. Okay, warte mal. Ah ja. Oder ganz schön. Wer ist es denn? Kines. Ein Florist. Nein, gestanden zu tun. Gerade aus dem Team, Mann. Das ist so schade. Michael Ochin, ihr müsst alle retten. Ja, was auch sonst. Mehr Pikmin. Ochin. Wirkt so, als wäre er irgendwie eingefroren. So. Dann gucken wir noch mal, ob der Trick hier funktioniert, wenn ich mir das vorstelle. Ha, hu, ha, hu, ha. »60 Pikmin, geil, Mann!« Und keine Schätze mehr hier. Perfekt. La 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 la. Und raus hier. Michael Ochin auf Rettungsmission. Rettungstruppe, auf sie!
Kines. Motivation erhöht. Aha, dadurch erhöht die Motivation, wenn wir mehr retten. Okay. Ich habe schon gewundert. Komplett erforscht. Mal gucken, wie viel Zeit schon vergangen ist, wa? The Overworld. Eigentlich wissen wir, dass Overworld nicht so viel Zeit vergeht. Im Untergrund hantieren, aber ein bisschen was vergeht ja trotzdem. Ich mal die gelben zurück. Ne, warte mal, ich glaube, wir brauchen sogar noch mehr. Mal gucken, also das sind wir soweit durch. Da muss ich noch. Jetzt will ich aber erst natürlich noch den See zufrieren. Also, was wir 40 brauchten. Also sogar 30 von den Eisdingern. 30, ja, genau. Okay. Wenn jetzt nicht so wild war, weil wir wissen ja, wo wir hier noch... Warte mal, ich kann das Ding wieder wegnehmen. Ja, ich wollte es ja gerade entfernen. Hallo, es steht ja Y entfernen. Ich will ja entfernen. Wie kann ich den Dinger hier... Markieren, entfernen. Ah, jetzt. Manchmal ein bisschen creepy. Holt noch schön den Baseball, das ist alles perfekt. Die ist nicht tot, wa? Da war halt 30 Eispigment dafür, das ist schon viel. Okay, das wäre die Abkürzung. Sehr gut. Er muss die 30 mal ganz kurz da drin lassen. Das heißt, währenddessen holen wir uns nochmal die 10 roten Pigment zurück. Noch mit den 10 schaffe ich das, was ich hier noch so alles will und brauche. Das könnte noch ein bisschen knabbi werden. So, die Dinge hole ich dann später. Ich glaube, nicht geht, oder? Ja, also unter Eis, genau. Unterm Eis. So, der ist halt nur... Okay. Der Eis muss erstmal hier die Brücke bauen. Bringt sonst nichts. Also, weil ich halt die Eispigment da entferne, ist der See wieder am Arsch. Das bringt ja nichts. Wäre halt schon cool, wenn das Ding noch machen könnte, um zumindest die Zwiebel zu holen. Das ist halt die Frage, ist denn das wirklich... Die Zwiebel quasi die Eispigment oder ist es eine andere Zwiebel? Oder muss die Eispigment sein? Wenn es wie die blauen wäre, wo kriegen wir die blauen her? Mal so zu fragen. Ansonsten kann ich mehr mitnehmen als 40, war insgesamt. Eben hierhin haben wir die ganzen Schätze durch. Hier müssen wir eigentlich noch durch. Da wird die Frage machen, das zum Schluss der Folge noch. Oder gehe ich vielleicht hier unten hin? So gucken, was da eigentlich los ist. Dauert halt ein bisschen, wa? Wir müssen ja zweimal durch, die Guten. Sonst gibt es nichts mehr, was ich machen kann, wa?
Das ist schon krass, 30 Eispikmin brauchen, und nur insgesamt 40 gerade dabei habe. Okay, ihr bleibt mal hier, ihr wartet mal hier. Da muss ich halt wieder ohne Ochin hoch, ist auch ein bisschen doof. Ich überlege, ob ich irgendwie die Eispikmin wieder mitnehme. Das wird irgendwie hier hin dann setzen und dann direkt wieder mitnehmen kann. Aber ich glaube, da oben ist eh nur so ein roter. Das kriege ich hin. Das ist glaube absichtlich so gemacht, also, dass die Spieler oder die Entwickler quasi wissen, hey, wenn ich hier bin, aber ich muss nur, ja, nur 40 Pikmin oder vielleicht sogar 50 mitnehmen. Und deswegen sagt es so von wegen, ja, ich brauche schon 30, um den Weg einzufrieren. Ich habe noch keine anderen Pikmin hier, normalerweise. Es sei denn natürlich, ich würde es irgendwie später zurückkehren. Aber wenn man halt, wie jetzt ich zum Beispiel, das Gebiet erstmal abschließen will, ist das halt noch nicht so. Genau. So, Pikmin bitte mitkommen. Da ist eh ein roter. Also so ein Feuerviech. Der kann den Pikmin nichts, der kann mir nichts. Weil wir haben einen Feuerschutzanzug mittlerweile an. Wow, ein einziger dabei. Da ist noch ein großer 10er, hey, ui. Ja, vielleicht später. Wir haben genug Pikmin aktuell. Ich habe einen Pikmin, aber ist es die blaue tatsächlich? Warte mal. Weil nur 10 rot dabei war. Okay, dann macht ihr das mal. Dann hole ich mal kurz eben die Eis-Pikmin. Gerade abgeschlossen ist klar, aber sie können es ja nicht tragen. Das heißt eben, ich lasse Ochin sonst mal kurz hier. So, geht. Kann ich Ochin quasi sagen? Warte mal. Ich bin ja da oben. Kann ich vielleicht irgendwie Pikmin rüberschmeißen? Aber auch dann muss er trotzdem noch die 30 hier haben, ne? Also die Wand fertig bauen kriege ich so hin, den Typen platt machen auch, aber die blaue Zwiebel passieren, wie soll das funktionieren? Aber separieren und sagen, bitte auch mal hier bleiben, das geht ja nicht, wa? Also im Spiel zumindest nicht. Früher ging es mal, aber jetzt geht es glaube ich nicht mehr. Ne, Ochin kann nicht schwimmen. Das könnte wäre kein Problem. Ochin sagt quasi, bitte da bleiben. Ochin tot. Ah ne, teleportiert wieder hin zurück. Das ist natürlich praktisch. Trotzdem haben wir ein Problem, Freunde. Ah ne, warte mal. Ja, doch. Also ich meine, ich schaff's, da ist nicht das Problem. Es ist zwar ein bisschen creepy, was ich jetzt hier treibe. Es sei denn, geht jetzt darüber. Wir müssen Hindernisse beseitigen. Okay, kriege ich das momentan noch nicht hin. Ui, es ist die blaue Zwiebel, die blauen Pikmin. Das kann kein anders sein.
Dann kann ich auch anders machen, hier kommen wir so zurück. Aber so geht es halt mit der Zwiebel nicht, das ist das Problem. Okay, okay. Also das hätten wir zwar getan, aber eben da fehlt noch was. Man merkt, da ist irgendwie... Entweder brauche ich mehr Pikmin, damit ich da durchkomme, weil nochmal mit 10 mehr würde es ja gehen, ne? Weil ich 30 brauche, 30 Pikmin, die drin bleiben und 10 nochmal, die nicht mehr 20, die nicht mehr kommen, also 50 insgesamt. Wie das sein könnte. Wie der Hinweis von Olimar war. Ja, dann... Ich vertraue mal auf die Empfehlung. Mit 50 Pikmin schaffst du es. Oder alternativ, wenn du halt nur blaue dabei hast. Aber auch dann ist halt die Frage mit Ochin. Ich müsste eine Variante haben, wie bei früheren Pikmin-Spielen, so sagen kann, hey, du bleibst da, du bleibst da. Oder eben sobald Ochin schwimmen kann. Was er ja gemäß Trailern eigentlich müsste. Da kann es dieser Moos, wa? Ochin? Oh, wow. Oh nein, das ist gar nicht gut. Du wurdest von Ochin getrennt. Was ist das für Protokoll für eine Situation wie diese? Pass auf, Michael. Halte bislang gedrückt, um die Aktion aufzurufen. Weißt du, dann mit Hilfe von L zu Ochin. Hä? L zu Ochin? Oh. Ach, so geht das jetzt. Ja, Mann, ich bin Ochin. La 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 la. Ja, gut, das kann dauern. Dann kommen wir ohne Ochin nicht weiter. Da brauche ich aber auch Ochin, damit er das Teil dort drücken kann, wa? Ja, Ochin, du schaffst das! Sehen wir mal die Shortcuts einrichten. So, noch mehr gelbe Pikmin. Ups. Einmal. Zurück quasi. Ich brauche Ochin da unten, das ist soweit klar. Ja gut. Ja, die Funktion hätte ich jetzt vorher gebraucht, damit Ochin mich halt nicht absäuft, aber auch dann hätte es halt nicht viel gebracht. Leider auch ehrlich sein. Hui. Ah cool, Ochin kann ja auch pfeifen. Wie geil ist das denn bitte? Geht's eigentlich doch, wa? Nein, warte mal, Moment. Nein, ich will... So. Mhm.
Schon wesentlich besser. Zack, zack. Mal gucken. Müsste schon gehen, waren wir natürlich jetzt da. Okay. Ups, na warte mal. Falscher Pikmin. Dauert so ein bisschen, aber wir wissen ja. Geduld, Freunde, Geduld. Er kann ich auch eigentlich werfen, also by the way gefragt. So weit geht's doch nicht, wa? Okay. Wir kommen gleich, Freunde, kommen gleich. Und ich muss kurz hier bleiben. Es sei denn... Ah, okay. Wollte schon sagen, das wäre so ein bisschen creepy gewesen. Alles gut, alles gut. Und ein Skateboard, also beziehungsweise so ein Miniding. Das war früher zu meiner Kindheit noch ganz in, dass du irgendwie damit zwischen den Fingern rotiert hast. Also nicht wirklich zum drauf stehen, sondern eher zwischen den Fingern. Finde ich auch ganz lustig. So ein Shortcut wäre eigentlich dafür immer ganz nice. Warte mal, da ist doch irgendwie Tastenbelegung. Schnellauswahl, ja. Also, Schnellauswahl. Mission, Erkundungsdrohne. Mach unten mal für wechseln. Ja, viel besser. Perfekt. So, draußen pisst gerade ein bisschen, vielleicht hört man das, aber ist uns ja eigentlich egal. Fabriklabyrinth, Ebene 2. Jetzt wird es gleich ein bisschen lauter. What you do? What you do? What you do? What I can I for you? Du. Was zum? Was macht das? Hm? Ja, diesen roten Nektar. Ich frage mich ja. Ultra-Motivierspray. Ein Spray auf Basis eines roten Nektars ist ein Bestandteil extrem motivierend wirken können. Nachteile sind so unbekannt.
dass es keine Flecken gibt. Kann sehr nützlich sein. Okay. Ja. Hätte auch für die Pikmin sein können, wa? So, jetzt machen wir natürlich noch ein paar oben. Also. Ja, ich sehe schon, Freunde. Entschuldigung, mein Fehler. Oh, ein Entchen. Okay, da ist dann um wieder zurückzukommen. Der wäre dann nur für die Dinger, die natürlich auch eingesammelt werden müssen, ganz klar. Ah, ist cool. Ich springe wieder zurück auf Ochin. Natürlich auch cool gemacht. So, links komme ich auch nicht durch. Da mal ganz kurz hier warten. Vielleicht gehen dann diese Dinger runter. Die Stäbe, aber ich fürchte eher, das hat mit den Plattformen zu tun, wa? Als wenn irgendwie eine Plattform runtergesenkt oder so. Obwohl, nee, muss so sein. Dass Dinge hier runtergehen. Kann ich jetzt aufnehmen? Hä? Oder ist das jetzt ein anderer? Ah, das war der. Entschuldigung, mein Fehler. Hab's auf Farbe nicht richtig gesehen. So, also die Stäbe gehen nicht runter, ist aber irgendwie auch kein Problem, wenn Ela sein soll. Also die Pikmin hier nicht ausschicken kann, wenn ich auf Ochin sitze, finde ich ein bisschen schade. Also der Simple X-Move, der klappt hier nicht. Ja komm, ich schmeiße, draußen regnet's, alles geil. So muss es sein. So, komm. Die Roten sollen von der nichts machen. Achso. Obwohl, warte mal, die anderen sind direkt auch hier. Ja, machen wir das mal. Kurz Basis verlegen. Müssen die ihren Weg zurücknehmen, genau. Eine kleine, feine Lokomotive. Huch. Drittes plötzlich unten gelandet. Na komm, so. Hätten wir das dann auch. Hier ist nichts mehr. Ich will erstmal die Visitenkarte angucken, ne? Womöglich ist gar kein Überlebender oder keiner von der Truppe. Das ist irgendwie so ein Rettungszoomitglied. Dico! No. Sie wusste, dass es zeigen muss, um hier zu überleben. Dico ist ein großartiger Scout. Expertiv können wir diese Mission gut gebrauchen. Du hast Dico gefunden und draußen können wir meinen, es ist gerade Weltuntergang. Das ist natürlich jetzt nicht so schön. Sogar Hagel? Keine Ahnung. Ein bisschen lauter quatschen, ne, damit es nicht so gut hört. Okay. Dann tun wir das Vergrößerungsglas mit. So.
Ja, ist gut da draußen, ich hab's verstanden. Ich beende die Folge gleich. Muss Hagel sein, so laut das gerade ist. Entschuldigung, ich kann nichts dafür, ich kann auch nichts machen. Was soll ich da machen, Freunde? Aber ich hoffe, dass es normal nicht so extrem laut ist. Mein Fenster ist zu, von dem her. Moment, vielleicht kann ich doch ein ganz kurzes machen. Aber wenn es jetzt viel ist. Also erstens, nein, ich kann nicht viel machen. Und zweitens, ja, es ist Hagel. So. Ganz kurz die Map checken. Sieht gut aus. Wir hauen ab. Hab jetzt Minuten. Aber vielleicht kriegen wir es noch hin, dass wir noch den einen Schatz kurz holen können. Aber wir werden uns sicher noch. Also blauen Silber können wir noch nicht holen. Keine Chance. Da brauchen wir blaue Pikmin. Ob es die hier gibt, kein Plan. Die Ego der Gerettete. Gesammeltes Glycerin. Großes Abenteuer. Medaille. Bruce. Oh, die Wellmus von Schätzen des gleichen Typs verstärken sich gegenseitig. Deswegen hatten wir mehr Glycerium. Die Wissenschaft hat keine Grenzen. So ist es, komplett erforscht. Sehr gut. So kann es auch weitergehen, Freunde. Hagel wieder vorbei, war. Besser. Besser ist der Hagel vorbei, besser, Freunde. Mal ganz kurz gucken. Ah, ich glaube, sie nur vorbei. So, so, Moment. Wo bin ich jetzt? Hä? Oh Mann, ey. So, Entschuldigung, war gerade ein Kabel eingeklemmt. Die Ice Pikmin, warte mal, wir haben 14, 13, 13, 40 insgesamt. Geht schon. Gebiet zu 50% erforscht. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Erstmal muss das Ding jetzt hier weg. Okay, dann haben wir noch das Ding, beziehungsweise das Ding kann hier auch weg. Die Blauzwiebel eigentlich hier bleibt, weiß ich irgendwie gar nicht. Genau, ich würde gerne den Schatz noch holen, weil ich glaube, viel mehr schaffen wir auch nicht mehr. Aber andererseits müssen wir eigentlich sonst nur noch hier hin. Wenn wir hier durchgehen, müssen wir eigentlich hier wieder rauskommen. Hier haben wir wieder einen neuen Landeplatz. Ich glaube, das würde ich dann erst dann machen, wenn wir auch die blauen Pikmin haben. Das Problem ist halt, ich hätte gern das Ding noch gemacht. Das ist halt die Frage, kriegen wir das noch hin? Ja, nicht mehr in der Folge. Das ist das Problem. So, haben wir jetzt eigentlich hier ungefähr richtig. Doch, stimmt. Okay, okay. Ja, aber zeitlich kriegen wir es noch hin. Das müsste noch klappen. Noch einen netten Schatz holen können. Aber eben, da haben wir jetzt irgendwie das eine Loch, sag ich jetzt mal. Alter, gerade laut hier. Hier, wo es irgendwie zu einer Art Battle kommt, wo wir ja, gesehen haben, dass da offenbar Olimars Rettungshund dieser Moos ist. Da drin. Wo wir eigentlich hin müssen. Eigentlich sogar unbedingt hin müssten. Dann machen wir halt erst einen anderen Folge. So. Wir haben ja eigentlich, glaube ich, sogar das Maximal rausgeholt aus dem Gebiet, was heute möglich war an einem Tag. Können wir mal gucken. Hier oben alles gemacht. Also eben, wir müssen eigentlich hier noch hin. Hier, sobald wir die blauen Pikmin haben oder halt 50 Pikmin tragen können, dann wird es noch auch gehen.
Wenn wir 30 Eispigmen brauchen zum Einfrieren, plus 20, um das Teil zu tragen. Sonst hier oben alles weit gemacht. Hier komme ich halt... Da denke ich, kann ich irgendwie hier hin, aber irgendwie auch nicht, wa? Vielleicht auch mit Eispigmen, um da einzufrieren? Also ich habe alle dabei, das spielt keine Rolle. Also nicht alle, aber ich habe ein paar dabei. 20, also da käme ich eigentlich schon hin. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt das nächste Paar nochmal hier hin soll, um das anzugucken und das hier drüben zu machen. Wir müssen sowieso nochmal zurück, wenn wir das hier gemacht haben. Oder eben sagen wir, okay, wenn wir sowieso nochmal hier hin müssen, um das zu machen, plus das hier oben. Was eigentlich nicht so viel ist, aber halt hier da durchzugehen. Das sind also noch irgendwie 2-mal Untergrund quasi. Und was das sein soll, kann uns das ein Item, also irgendwie eine Herausforderung quasi. Wer weiß, wer weiß. Mal gucken, wie viele Pikmin wir überhaupt haben insgesamt. Ja, das sieht gut aus, bis auf die Eis-Pikmin, aber hey. Wenn mir dafür die Zwiebel fehlt, was willst du machen, wa? Zack. Und trotzdem finde ich, wir haben viel geschafft. Und das nach gerade mal 4 Folgen, war. Und ja, es steht so auf dem Gebiet von wegen 57%, also ein bisschen mehr als die Hälfte. Das ist eigentlich nicht so viel, aber trotzdem schon viel gemacht. Wenn man irgendwie sich denkt, ja, vielleicht noch irgendwie 2, 3 Schätze. Dann irgendwie ein bisschen was im Untergrund. Ja, trotzdem, das geht eigentlich. Ist nicht so eine schlechte Quote. Ja, wir sind zurück. Gerettete Kines, ein Florist und ein Rettungsschulmitglied. Und viele Schätze geholt. Mamma mia. Ein Serienbonus sogar noch. Yes, Mann. Alter. Er hat schon fast für das nächste Gebiet, wa? So, Rettungen, Schätze, Zwiebeln. Ja. Ja, ich weiß, dass noch eine fehlt. Ich weiß. Honey. Wir haben es geschafft, Chefin. Heute haben wir uns auch gefunden. Digo. Wir haben einen grünen Schnabel gerettet. Nicht zu fassen. Ich muss ziemlich nachgelassen haben. Digo, ich bin ja so froh, dass du wohl bei allen zurück bist. Dir geht's doch gut. Anführer Shepard. Nein, ja. Ich find's doch nett, dass du dir Sorgen machst. Hallo? Die strukturelle Integrität dieses Tisches hier lässt nach. Ihm fällt eine Straube. Hey, Dr. Schlaumeier. Du kannst ja schon etwas mehr Sorgen um mich machen, ne? Oder, da fällt mir noch etwas ein. Ich habe Neuigkeiten, was unseren Piloten angeht. Wirklich? Weißt du, was er befindet? Das wäre fantastisch, Digo. Also, nö. Ah, der Konservative hat dir sicher zugesetzt. Vielleicht alles weitere. Ja, so gut. Die Anführerin sorgt sich um mich. Kann es kaum glauben. Oh, aber lies doch bitte alles so unsere Rettungsmission durch, oder die Schindelig, damit du gut vorbereitet bist. Muss es wirklich sein? Ja, das muss es. Immerhin, ich meine, es sind nur noch 2 Stück. Von Rettungsschuh. Hier halt noch ein bisschen sammeln, ne? Jetzt sind wir schon mal 4000, nicht mehr so viel. Olimars Rettung, eben ich glaube dieser rote, keine Ahnung, dieser rote Mutant quasi, den wir letzte Folge gesehen haben, das wird wohl eine mutierte Version von Olimar sein. Mit irgendwie Gehirnwäsche und so, sowas in der Art. Und die Gestrandeten, war es jetzt wirklich insgesamt 6, kann das sein? Oder sind es noch mehr? Sammle Schätze. Was? Achso, sammle 50 Schätze, ich wollte schon sagen. Ich dachte schon, das wäre irgendwie... Dass wenn alle Schätze, die es im Spiel gibt, sprich, werden schon über die Hälfte. Wäre schon nach 10 Folgen quasi durch. Im Let's Play.
Rettungsmission, Tag 6. Aber ich glaube, nächste Folge gehen wir in ein neues Gebiet, wa? Allein schon zu gucken, was wir da für neue Pikmin finden. Also, Tigo, hast du wirklich unsere Piloten getroffen, als du gestanden warst? Tja, also, ja. Bernhard und ich sind uns mal begegnet, aber dann hat ihn sich so eine belaubte Kreatur geschnappt. Ah, das war der! Ah, der Pilot. Oh, scheiße. Da ist der mit Mosling im roten Gullideckel verschwunden ist, wa? Eine, wie bitte? Wir sind eine Kreatur mit Blättern auf dem Kopf, wie man auf einen großen Hund laden. Bernhard und ich wollten folgen, aber tja, wir waren zu spät. Der Gescheinte wurde in eine Höhle geschleppt und auch in so eine Plattkreatur verwandelt. Klingt bekannt. Später, ich wollte doch gerade zum Anfang teilkommen. Jedenfalls hat uns dann dieser Laubtyp entdeckt. Wenn die Beine in die Hand genommen, dann das kann ich euch sagen. Aber als er mich umdreht, war Bernhard weg. Hat er sich nicht rausgeschafft. Und auch zu einem Laubling. Ein Laubling? Ach, Bernhard und ich haben angefangen, sie so zu nennen. Ist einfach als komisches Wesen, Blättern auf dem Kopf. Und recht eingängig, oder? Wer oder was sind diese Laublinge? Viel wichtiger ist aber erstmal, dass wir unsere Piloten finden. Rettungscrew, auf eure Station bitte. Yes, yes. So, neue Fertigkeiten lernen. Trainieren. Was können wir trainieren mit Ochin? Was wäre sinnvoll? Ein bisschen mehr Kraft, dafür brauche ich eine Investition. Mein 10 wäre schon cool. Den Hubs verstärken, ne? Damit irgendwie, ich weiß nicht, das ist wieder so wichtig. Den Sprint verstärken. Graben gelernt, springen gelernt, aber schwimmen fehlt mir irgendwie noch. Auftrag. Partner rufen, zur Basis schicken und so ist eigentlich schon nicht schlecht, aber es... Aha. Der war halt 3 insgesamt, da ist ein bisschen viel. Kann man noch Kraft 3, man hat da schon mal 10, das ist schon mal cool. Die Megakraft, oh Gott, Kraft 3, Megakraft 1. So stark wie 20 Pikmin, was für ein Kraftpaket. Die Kraft von 100 Pikmin. 100 Pikmin, Alter. Okay, aber ich glaube den nächsten, warte mal. Die gehen irgendwie gar nicht, wa? Gut, was soll was soll man springen irgendwie mehr lernen? Den Megasprung oder sowas wäre ein bisschen creepy. Ja, ich glaube, jetzt lernen wir mal, also ja. Ich sammle noch ein bisschen. So, Patterson. Ich liebe es, das Labor, die Wissenschaft, das Unmögliche macht möglich. Untätigkeitszähler. Von der Rettungsmission ist keine Zeit zum Faulenzen, ja? Oh Gottes Willen. Eine Stirnlampe. Wenn alles erleuchtet ist, sind Gefahren von weiter kommen. War das vielleicht für die nächsten Gebiete? Das war dasselbe, war, das hatten wir schon. Okay, nehmen wir doch, glaube ich, mal eine Untätigkeitszähler, ist noch zu früh, nehmen wir unsere Stirnlampe. Die sind ganz cool. Wie sieht denn sonst aus? Da haben wir ihn. Da ist er mit dem Schatzkatalog. Und der Scout noch, wa? Oh, hallo Mann, na, wie geht's? Der Schatzkatalog. Da sind ein bisschen mehr als 50 Schätze. Definitiv. Oh, hallöchen, mein Name ist Kines. Eigentlich bin ich zu diesem Planeten gereist, um seine Blume zu finden. Das ist gestrandet. Tja, so schnell kann es gehen, wa? Jo. Du Blume. Was mit dir eigentlich? Jetzt könnt ihr euch entspannen. Tigo ist zurück. Wie die Rettungszone so lange ohne mich rauskommen konnte.
Ah ja. So ein Typ ist das. Ja gut, Freunde, das soll es gewesen sein für heute nochmal. Bei Pikmin 4, nächstes Mal, wie bereits erwähnt, gucken, ob wir nochmal ins Anfangsgebiet quasi. Ne, das bekannte Gebiet zurückkehren, weil wir halt, jetzt mal diesen Laubling noch verfolgen wollen, müssen, whatever. Oder uns dann nochmal ein bisschen anderes Gebiet da kümmern. Einen anderen Abschnitt, besser gesagt, vom Gebiet. Oder ob ich ein komplett neues Gebiet gehe. Der Hoffnung, dafür neue Pikmin zu finden, vielleicht sogar die blauen oder geflügelte Pikmin wären ja auch mal ganz cool. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Ochin. Ja, du bist ein ganz lieber. Du bist ein ganz brav. Oh, du bist so ein süßer Ochin. Bye, bye.